Es geht weiter stets heiter bei Fire Emblem Engage. Mit der Nebenquest die gütige Prinzessin, also sprich die Quest um Celica. Und im letzten Mal nur ein bisschen doof angestellt. Das werden wir gleich jetzt ein bisschen verändern. Und so indem wir einfach mal schön hier ein bisschen was ablassen. So. Feiern der Hohn und so, nicht wahr? Ja, da lacht das Herz. Sehr schön. Sehr schon. Sehr schon schön. Wenn wir alle da bleiben, wo ihr gerade seid, dann hier. Im Hier und Jetzt quasi. Das Problem ist gerade Dinge mit Angreifen ist gerade ein bisschen schwierig. Hier könnte theoretisch oder. Ja, mal sagen so. Und Doppelgänger. Warte mal, vorher. Items, Manikati ausrüsten, genau, und dann Doppelgänger auf. Falls wir noch gleich irgendwie hier durchmarschieren sollten und dieses Gefühl haben, sie müssen mich angreifen, dann wäre das auch geritzt. So, jetzt die 4 da unten. Den wir eigentlich schon mal. Jetzt gehen wir aber ins Angemachte. Angemachte. Sowieso. Mit der mächtigen Axt, die eine scheiß Trefferquote hat. Wütender Sturm ist nicht gerade viel besser, tatsächlich. So gegen die 4 ist eine scheiß Trefferquote. Was ist denn los jetzt? Was ist denn los hier? Bei dem sieht es plötzlich viel besser aus. Hä? Tatsächlich. Echt nur wegen dem scheiß Busch hier? Ich meine, Ausweichen plus 30. Okay, gut, das ist natürlich auch schon imbar. Muss man zugeben. Nimmer fehlt, der nimmer fehlt. Wie sieht es mit der Hauskombi aus? Nun generell zum Gucken. Okay. Jetzt noch wieder Schaden machen. Ja. Und geschmettert. Ich hatte ja auf den Crit gehofft, aber okay. No Crit, no Crit. Einfach no Crit. Dann stattdessen vielleicht hier. Dann müssen wir mit der Krieger mal draufhauen, weil ich es einfach kann. Weil Boucheron eh der coolste ist. Boucheron oder Boucheron, immer dieselbe Frage. So. Eine krasse Waffe. Engage. Ja, würde eher sagen, dass es übertrieben war. Wurmtöter ist zwar eigentlich cool. Fangen wir die Drachen da unten. Warte mal, da machen wir es anders. Nochmal zurück engagen quasi. Dann sage ich aber mit der Waffe kaum. Piece ich den mal ganz kurz ein bisschen an und sage einfach mal Hallo. Bin da, wer noch. Okay, gut. Lass halt direkt bleiben, greifen nur von hier an. Meine Güte. Was soll mit denen?
Hier bleiben, hier haben wir die an der Front, dann Juna Kabailev kommt auch nach vorne, falls was passieren würde. Fogado, Mikaya sind auch schon da, für die Rallala. Dann haben wir die Mages, Vale Veronica machen wir gleich nochmal. Ja, diese Korbschläge sind jetzt hier so nervig. Und unnötig vor allem auch. Wie ich einfach mit meinen Doppelgängern hier alles reißen würde, tatsächlich. Geht auf Foucheron los. Hä, warum das? Vielleicht kommt es wegen dem Sand gar nicht weiter, das kann natürlich auch sein. Schönes Ding. Muss doch irgendwo hinfahren, wo es Sinn macht, ne? Feuer! Was? Das gute alte Bündnis. Bis da vorne hin, alter Schwede. So, wenn ich jetzt hier mit dem flammenden Löwen hier hin angreife. Dann treffe ich auch Lünen und das wäre eher ein bisschen unpraktisch. Wo ich einen Doppelgänger noch habe, aber trotzdem, naja. Vielleicht auf dem Rückweg dann, weil ich kann hier fliegen mit euch. Und ich könnte sogar mir einfach mal sagen, wisst ihr was, wir machen Astralsturm. Die scheiß Beschwörer nämlich. Oh, komm mal nicht durch. Ja, natürlich killen die Beschwörer nicht, ne? Da ist natürlich auch doof. Dass wir den nächsten Zug abwarten. So, stattdessen einfach mal den killen. Ja, wobei. Liegt was ganz anderes, tatsächlich. Das funktionieren könnte, ob es vor allem Sinn macht. Na, mal gucken. Ah, hey, ho! Sag ich ja. Die Sensei-Kombi, H-E-O! Level up für Movia. Ein königlicher Ritter, wie er im Buche steht.
Wenn der zuhaut, da wächst kein Gras mehr. So. Ich treffe trotzdem Lünde oben noch. Das ist doof. Da muss nochmal anders gemacht werden. Ja, eben ist halt die Frage. Mit Lün. Wobei, jetzt komme ich hier durch, hä? Und sogar hier theoretisch einen Astralsturm machen, um mal den da unten auszulöschen. Weiß nur nicht geht, hey, ist klar. Oh. Wenn ich jetzt schon mal die Option habe, will ich eigentlich auch nutzen. Ja, Lünen Comic, also, ne, Glowing Comic Lünen, Entschuldigung. Die brauchen noch ein bisschen mehr Power, damit ich auch die Magier mit einem Schuss down kriege. Der braucht einen Vorteil mit Boucheron. Da ist der Vorteil mit Boucheron Lünen, muss man tatsächlich zugeben. So, und dann machen wir mal den noch schnell platt. Sehr gut gehen, du auch so. Warum Bogen nehmen und Donnerschwert nehmen kannst, wa? Verstehe ich natürlich auch. So, jetzt kann Diamant glänzen. Der Wurmtöter kommt noch gut, wa? Okay, das wird den anderen noch ein bisschen Schaden machen. Aber nö, dem war nicht so. Krass, krass, krass. Dann haben wir noch zwei Typen, das ist nicht so das Problem. Dann haben wir einen beschwören, können wir gleich auch nochmal machen. Er kann nochmal ziehen, genau, dann haben wir hier die Mimesis. Mimesis oder Mimesis nicht? Ich meine, die kommen alle nicht weit. Ist eigentlich nur der gefährlich, den schnell weghauen und fertig. So. Und dann nehmen wir schon mal keiner mehr ran. Den da unten los, naja. Muss ich mal gucken. Du. Erstmal so, weil dann kannst du nur noch hier ran und ihn noch heilen. Können sogar noch ein bisschen weiter weg, weil Hortensia hat ja so ein pervers hohes Stablevel. Oder Stabreichweite besser gesagt. Der Gnadengeber! Er gibt die Gnade, wem auch sonst. So. Kampftechnik, gefallener Stern. Ja gut, ich habe eine Crit-Chance, wa? Trotzdem vielleicht... Packe ich es auch so? Nö. Warum auch? Dass er jetzt wirklich noch mit einem Kabel überleben muss. Also jetzt muss der natürlich kommen, okay. Nee, mich selber treffen wäre doof.
Ja, natürlich Ivy hier zurückzulassen, wenn es um Sand geht, war auch eine doofe Idee, muss man ehrlich gesagt zugeben. So, der beschwört keine mehr. Du, 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 du. Die nächsten Streiche folgen zugleich oder so. Engage. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Eine Lanze. Erscheine! Hero! Es ist Leaf, der unglaubliche Leaf. Der Incredible Leaf. Leaf den Leaf. Schon cool, dass man Embleme rufen kann damit. Expertenlanze, ja, was so um sich schleudern kann wie sonst was. Ja, ist auch krass. So, Tschüssi. Hat mich gefreut, Digi. Bin ein bisschen doof, weil ich mich gerade positioniert habe. Das war so nicht geplant. Übrigens, der doppelte Leaf, war. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Aber egal. Andung führt zum Bruch. Kriegeraxt führt ebenfalls zum Bruch. Ich nehme den Bruch und raus bist du. Huch. Erfahrungspunkte sind irgendwie nichts mehr, wa? Krass. Doppeln wir jetzt auch schwer da unten. Das haben wir irgendwie da abblocken, wa? Ein Doppelgang kann ja nichts machen, das ist das Problem. Tomahawk klingt zwar schön und gut, aber die Trefferquote ist alles andere als gut. Kalabolk. Das Teil haut rein. Irgendwie Erfahrungspunkte ist gar nichts mehr, ne? Gut, kümmert sich jemand mal um die drei. Geh ich mal dahin, dann haben wir ihn noch. Und geköpft. Aber richtig übel. Ich behalte das sogar so. Warte mal, ich habe einen Plan. Und nur es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich einen Plan. Nein! Ja, okay, gut. Was muss, das muss.
Dann ist der Tanz der Göttin. その身で学んだ。 Ja, komm. Lass mal hier. Also haben wir hier unten noch ein paar Gegner, wohlgemerkt, ne? Zu einigen kommen wir sogar noch hin. Perfekt. Jetzt halt immer die Frage, wen soll ich eher angreifen oder so, auch von der Stärke her. Sind die natürlich ein bisschen übler, also sprich gerade wenn es um irgendwie hier Veil Veronica geht. Wobei untersteht zum Speed nicht. Wegen dem Doppeln und so. Naja, gut, komm. Da ist ein von denen hier am Leben. Shit happens. Mach erstmal die platt. Das sollten Movia und Claude eigentlich hinkriegen. Wenn der kommt oder wer auch immer. Ja, ist ein guter Junge, ist ein braver Junge. Hast du feini gemacht. Haben wir gesagt, eigentlich dann der weg, ist so der Teleport-Schaden, da gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack, aber egal. Hä? Oh, komm on, da hättest du mir aber früher sagen können, dass ich mich nicht mehr so zurückziehen kann wegen dem scheiß Feuer da, also bitte. Dass die immer so anstellen müssen. Oh, Feuer tut mir weh. So. Dann würde ich doch sagen, ich mache den hier noch. Weil beide Down kriegen natürlich nicht, ne? Nee, und beide wären auch ein bisschen gefährlich, aber ich muss da bleiben tatsächlich. Was uns irgendwie hier. Der letzte Doppelgänger. Das war krass. Und der Schrei erst. Oh nein, noch mehr. Ganz ehrlich, das Ding hier, das macht mir mehr oder weniger eigentlich mehr Probleme, als mir wirklich hilft. Weil man kann ich den hier platt kriegen, vermutlich so einfach nicht, war, um zu sagen, hey, Feuer frei. Ich bin trotzdem irgendwie mit einem KP oder so. Ja, eben. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, ganz ehrlich. Also. Lief ist auch noch im Rennen. Guck mal, die ganze Auge auf ihn ziehen, wa? Muss mal zukommen, irgendwie die unten Platz zu kriegen. Wagen wir uns ein Stück weit nach vorne, natürlich ohne in die Reichweite zu kommen von Selikas Distanzangriff. Ein fairer Kampf. Ja, fair war er. Fair und schnell vorbei. Oh mein Gott, wir haben ein bisschen ein Stück zurück.
Muss überlegen, mit wem ich da irgendwie Ding abfangen soll. Was könnte sonst noch knackig werden? Ja, wenn Celica machen würde, es wird eng tatsächlich. Das sind noch viele coole Waffen. Ich finde deswegen die Comet Yunaka Beilev ist gar nicht so doof. Und zuerst auch so dachte von wegen, ja, könnte das klappen. Aber ja, ich glaube, das kann klappen. Teleport rein. Soll ich Celica bereits so nah zu mir holen? Das ist noch ein bisschen zu gefährlich. Schwer zu sagen, Freunde, ganz ehrlich. Was soll man sonst machen, ne? Die ganzen Drachen hier unten. Die haben halt mitunter auch ein bisschen Kohl dabei. Die hätte ich schon gerne, aber wie soll ich mir die holen? Und gleich hier alles irgendwie über mir zusammenbricht. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, muss ich leider zugeben. Mit Schwert und Axt, da wäre es natürlich mal aufs Schwert, wenn ich eins hätte. Okay, bleib mal bei der Axt. Ich nehme Andung. Und Break. Du. Da muss ich gucken. Ich will sogar irgendwie noch so anlocken oder so. Ich meine, warum eigentlich nicht? Ich habe genug Power, schnell genug bin ich auch. Das müsste eigentlich so klappen. Was könnt ihr eigentlich in eurer Kombi noch machen? Kein Lockvogel spielen? Ja, okay. Könnt ihr ein bisschen nerven? Ist auch eine krasse Reichweite, wenn man so bedenkt. So, ich glaube auch, es wäre nicht allzu schlecht, immer ein bisschen zu heilen. Noch normal zu heilen, ne? Das Spezialheilen und so. Mit Mikajas Fähige machen wir nachher, ja. Nur so wenig? Achso, ja, ist trotzdem voll. Der Scheißbruch, du.
Stimmt, mit dem Sonnenbogen. Ja, es ja, nee, reicht die langsam, ne? So, Feierabend hier. Langsam sieht man die Schnauze voll. So. Diamant Roy. Lange trotzdem mal langsam sich mal angreifen. Sag Hallo zum Würmtöter, du doofer Würm. Kataklysmus könnte auch nicht schaden, im Gegenteil, nehmen wir direkt alle mal mit hier. Hasta la vista, Baby. So. Ja, immer noch das Problem mit dem Drachen hier. So. Und den noch, den natürlich auch noch. Den kriege ich sogar irgendwie platt, glaube ich. Ja, und dann nehmen wir schnell zurückziehen, genau. Super gemacht, Bujiro. Zum ersten Mal kritten, dann wäre es perfekt gewesen. Ja. Teleport-Schaden 38, der finde ich jetzt nicht so geil. Warum schon hier? Ach, muss jetzt hier wirklich... Ja, wird jetzt angreifen und nicht, das ist halt die Frage. Wenn es danach gehen, müssen wir eigentlich hier rein, ne? Mit Celica oder so. Mit Hortensia, genau, mit Hortensia den platt machen. Und dann die andere anlocken. Problem ist halt nur, sind auch zu wenig in der Offensive, also. Da kann sie leider nicht viel machen. Hat so einen Vierfachtreffer, aber nach wieder wegkommen ist nochmal so ein anderes Problem. (32) tut zwar auch weh. Das Risiko muss ich reingehen. Okay, mache erstmal den hier platt. Ach komm, weißt du was? Vierfachtreffer und tschüss. Ja, also Bujiro, Lyn, Leaf, Entschuldigung. Wo die hinhauen, da wechseln Gras mehr. Das ist eine üble Kombi. Figur plus 3 ist noch besser unterwegs. Er muss zugeben, das Kapitel mit Celica macht mir gerade ein bisschen mehr Bauchschmerzen, als ich eigentlich dachte ursprünglich noch. Die Alte hat schon was drauf, muss ich leider lassen. So, muss gerade noch heilen, da ist man bekannt. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwie eher auf Leaf so losgehen, deswegen... Also auf den Leaf hier, nicht einen anderen Leaf. Leaf ist Leaf, na, ich weiß. Deswegen stelle ich mal hier hin, weil ich will ja trotzdem ein bisschen näher rankommen. Habe ich noch euch hier? Ja, eben, den kann ich natürlich... Ne, den kann ich nicht machen, genau. Der ist vorbei, leider.
Also ich glaube sogar, dass Junaka Byleth die Viecher hier alleine platt machen könnten. Geht ein bisschen näher ran. Sie fragen mit dem Drachen, oder? Mit dem Rachendrachen. Hier angreifen, nachher zurückziehen. Wäre eine Option. Problem ist nur, der noch die Reichweite und der eigentlich nur noch die, ja? Den müssen wir wirklich direkt platt machen. Ein Drache weniger und tschüss. Ganz vergessen, noch einen Stärkungsstab. Das war ja schon wieder das Ding hier. Kontrakt. Aktion, keine Bewegung. Achso, einfach nur angreifen, stimmt. Das war quasi wie Tanze Göttin für Arme. Sehr gut. Das gefällt mir, das gefällt mir. Movi Edelgard ist auch schon fast wieder dabei. Im Sinne von dem richtigen Angriff halt. Jetzt haben wir natürlich nicht Ivy. Was soll wir mit dem Lockvogel? Genau, die haben wir natürlich jetzt gerade leider nicht dabei. Okay. Die eine große Reichweite, also scheiß drauf. Bin gespannt, ob Siliga kommt und gegen wen sie kann. Natürlich kommt sie. Das wird wehtun. Was heißt wird? Es tut weh. Ja, es war echt eine gute Entscheidung, Junaka wieder auf Ding zu wechseln. Von der Wolfsbraut mit Axt und Wolfsbraut mit Schwert. Das auf diejenigen Beschworenen, die jetzt zum weiteren Mal dabei sind, aber keine Erfahrungspunkte mehr geben. Das ist auch übel. Also Koop-Schläge, hey. Sind mal richtig nervig in der Kombination. Siliga bleibt jetzt hier, wa? Okay, gut. Geht nicht anders. Aber ganz schnell Bündnis Plus mit Diamant. Ah, nur weil es kann. Weil jetzt ist sie gerade bei uns, Freunde. Ich weiß, es ist doof mit allem anderen auch noch, aber jetzt muss ich sie auch leider platt machen. Ich weiß, ich weiß. Und so eine Aussage von der gütigen Prinzessin, wa? Ey, ganz ehrlich, Alea als Emblem ist so übermächtig krass. Vor allem er selbst auf die Haarfarbe switchen. Und dafür, der mit dem ich engaged habe, der kriegt dafür eine ganz neue Haarfarbe. Aber mir auch so denke, hä? Okay, warum auch nicht? Kann man so machen. So, wir haben noch ein paar Drachen hier unten. Ein paar Rachendrachen, besser gesagt. Citrin so, ich meine, ich muss sowieso jetzt beenden. Kann ich hier noch den hier noch angreifen? Dankeschön. Und im Rest wird es halt leider nichts mehr. Ich hätte natürlich auch gerne noch platt gemacht, aber das wird schwierig. Sie ist die einzige, die einen Teleportstab hat, ne? Ne, warte mal, das war ein Anwender teleportieren. Wir hatten hier von euch noch
Da blockieren ist auch was anderes, weil ich komme nicht zum Drachen da runter. Ja, ich komme zu dem runter, der bringt mir nichts. Hätte einen anderen gehabt. Da ist noch Rettung. Also, Teleport selber habe ich gar nicht, wa? Immer wieder interessant, immer wieder interessant. So, frisst das. So. Und noch schnell den hier. Mit den Fäusten! Yeah! Bam! Gut gemacht, Junaka. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir von dem noch ein bisschen Kohle bekommen. Weil eben, die Kohle von dem da kriege ich leider nicht mehr. Leider, leider. Ich kann das positionieren müssen, wa? Oder mit den Stäben arbeiten, aber ich habe leider keinen dabei, der den anderen Stab dabei hat. Den ultimativen Stab quasi. Den nur er haben kann, sonst niemand. Ich glaube, die scheiß Kriegachse mit Damage macht, ey. So, da war so noch einer. Dann haben wir noch unseren guten Leaf hier. Der lieft uns nämlich auch bald. Versteht ihr? Leaf. Okay. Leaf. La Leaf. Können wir den gleichen Scheiß hier machen? Lyration, Klabolk. Ja, die Kombis hier, die sind schon übel, muss man leider zugeben. Also was heißt leider? Sind auch cool irgendwie. Aber trotzdem krank. Naja, also die Map fast perfekt gemacht, würde man sagen. Hätte ich mich da mit Maika am Anfang nicht so sehr darauf fokussiert, auf diese scheiß Flammenkanone, weil die am Schluss ja mehr geschadet als genützt, dann wäre es besser geworden. So. Ja, dann mal doch einfach hier das Ding. Mach den da platt. Ich finde, das Schwert steht ihm. Kann man so sagen. Gut. Jetzt zum Abschluss natürlich noch. Fast zum Abschluss. Moment. Trotzdem mitnehmen, bitte. Dankeschön. Dann, da muss er doch trotzdem sein. Mit den Erfahrungspunkten. Das große Opfer. Oh yeah. Level 8 sogar. Band Level 9. Entschuldigung. So. Hasta la vista, Lady. Schon wieder. Es ist einfach doppelter mächtiger Angriff, ne? Der doppelte Michael quasi. Die arme Selika. Also hat Michael irgendwie die Kraft des Dämonendrachens mit dem des göttlichen Drachens, des Würmgöttin irgendwie so kombinieren, des Würmgotts besser gesagt kombinieren. Ganz übel. Dämonendrachen und Würmgott Power kombiniert. Also wenn jemand davon sprechen kann, dann natürlich Selika. Ja? Deswegen, ich finde es halt immer noch so schade, dass wir mit den DLC-Armreifen, dass wir dort halt Alben nicht dabei haben.
Mein Ballerliebe, klar, wir haben coole Armreife bekommen. Vor allem die auf dem Freehouse und so sind solche, wo du sagst, ja, der muss sein. Der von Sowen, ja, doch auch, aber da kann man sich vielleicht überlegen, tatsächlich. Von Hector natürlich wichtig, der hätte vielleicht sogar die Kombi aus Hector Elevo cool gefunden. Mal die ganzen Embleme hier abzugrasen quasi. Also generell finde ich auch, Veronica ist ein Emblem, der muss sein. Hector genauso, Tiki kann man sich fragen, aber ja, auch kein Problem. Sowen, cool, Chrom auch. Aber ganz ehrlich, also Tiki, Camilla, da hätte ich jetzt gesagt, vor allem Camilla. Camilla macht gar keinen Sinn, da wäre Azula besser gewesen. Oder generell zu sagen, okay, cool, lass mal Camilla weg und dafür halt Alm dazu, weil der passen würde. Aber mit Alm, das ist halt wieder so eine Art Schwertkämpfer quasi und ja, die ganzen Schwertkämpfer und so, da muss man halt zugeben, haben wir schon mehr als genug. Camilla hat halt coole Effekte, das muss man zugeben, also insofern verstehe ich den Entwickler schon, wenn sie sagen, ja, sie machen es halt lieber so. Kann man nicht meckern jetzt. Übrigens, ganz vergessen aber in der letzten Folge noch, den Pandeffekten, ne? Ich meine, wir sehen zum Beispiel, dass bei Marv momentan nur bis Level 10 geht. Bei Celica jetzt, was haben die eigentlich hier alles? Die kennen noch die alten, ne? Bis, genau, mit der Erholung. Heilige Haltung. Also gegen Verzerrte vor allem. Ragnarök, mächtige Feuermagie von Emblem Celica. Die Haltung plus plus, Alter, Magie plus 5, typische Energie. Also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Sie hat schon coole Moves drauf, aber wenn ich jetzt mal so überlege, vom Angriff her, klar, sie hat Erholung noch als Stab. Sie hat Seraphim hier, effektiv gegen Verzerrte oder alternativ halt Ragnarök. Ja. Aber wo ist ihr Schwert? Weil eigentlich ist sie auch physisch noch ein bisschen wandert, wenn wir uns richtig erinnern. Sie sind noch in der Schwertfertigkeit, aber Schwertmove hat sie nicht drauf. Ist jetzt so natürlich Echo und Teleport Ragnar, das ist schon cool. Nehmen natürlich auch hier mit Magie 5 und so, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Celica gehört mit zu den schwächsten Emblemen hier. Was ich ein bisschen schade finde. Aber eben was auch die Waffenvielfalt so betrifft. Haben wir noch mit Roy zum Beispiel gar nicht geguckt, war. Wurmtöter, klar, den haben wir schon gesehen. Das Binding Blade, ja gut, berühmtes Schwert von Emblem Roy. Woher wohl der Name kommt, war? Steiger plus 5, Durchhalten plus plus plus. Mehr als 2 KP Blades, immer mit mindestens einem KP. Okay. Stärke plus 6 sogar. Alter, Roy, was ist denn los mit dir? Ja, ne, überleg gerade. Genau, Micaiah fehlt noch. Den Rest haben wir aber alle schon. Jo. Also Ivy, genau, die war ja. Die wir vorhin mit Celica ausgerüstet hatten. Und ja eben, sie gibt zwar Ivy auch noch einen Plus auf den physischen Angriff. Und sich jetzt eigentlich fragen muss, ist eigentlich unnötig. Da wäre vielleicht sogar ein Kombi, ein Charakter wie Yunaka dann wiederum besser. Weil die auch physisch und magisch angreifen kann. Aber das ist immer so das Problem, wa? Findet man jemanden, wo ich Celica wirklich gut geben kann, wo physisch und magisch angreift? Da fällt mir nur noch Fogado ein, tatsächlich. Statt Erika. Gar nicht mal so doof eigentlich. Erika, wenn halt etwas, wo ich, wie schon mal gesagt, vielleicht eher Movia geben würde. Na, muss man mal gucken, Freunde. Dass man ein bisschen ändern möchte. So. Sammeln wir ganz kurz hier alles ein und dann zu einer Somnien, wenn wir mal die Folge beenden und dann, wie vorhin schon mal letzte Folge glaube ich erwähnt, dass ich dann offscreen noch Bandfragmente erhöhen werde.
Also beziehungsweise das Unterstützungslevel der einzelnen Charaktere mit ihren Emblemen ein bisschen erhöhen möchte, damit das ein bisschen vorwärts geht, ein bisschen Bahnfragment auch farmen möchte. Vielleicht mal gucken, ob ich noch irgendwelche Kombinationen mal anders aufbaue. Ein bisschen in Erfahrungen halt, also sage, okay, die Kombi und die Kombi ist cool, die ist weniger cool, oder sowas in der Art halt. Das könnte man sich überlegen, tatsächlich. Also ich mir natürlich, wohlgemerkt. Aber ansonsten hätte ich gesagt, eine erste Folge, abgesehen natürlich noch wieder von ein paar Unterstützungsgesprächen, die auch sein müssen. Oder Emblemgesprächen, viele Gespräche natürlich immer wieder. Vielleicht auch wieder mal ein bisschen Waffen upgraden. Ja. Ansonsten vor allem halt wie gewohnt weiter mit den Sidequests. Also, wir haben vor allem zwei, die noch machen will. Die mit Kaya und die mit Marv. Wenn die durch sind, dann geht es eigentlich mit der Hauptstory weiter. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. So frei heraus. Bahnfragmente, du. Bei den Items finde ich immer, dass sie eigentlich ganz gut passen. Bisher. Ja, also bisher gar nicht mal so schlecht. Aber in Celica ist einfach irgendwie das Problem als Emblem, wo ich nicht genau weiß, wem ich den am besten geben soll. Ich auch einen effektiven Nutzen habe. Ich habe echt auch schon überlegt, ob ich wirklich den Avocado geben soll. Mit dem Teleportraner komme ich relativ nah an den Gegner ran. Ja, und das ist ja eigentlich schon cool. Und Avocado hat relativ ausgeglichene Verteidigungsresistenzwerte, wenn dann irgendwie eine physische Waffe hätte, die er durch Celica auch boosten würde. Nicht zu vergessen. Das könnte, glaube ich, klappen. Weil hier mit Erika, Ephraim, denke ich mir ja momentan so, ja, klar, gerade hier. Briten plus 50 Schaden, das kann man machen, aber das könnte ich mit Movia machen, ne? Dass ich quasi hier sage, kann ich irgendwie auch ablegen direkt, okay. Dass ich zum Beispiel jetzt hier sage, Movia. Meine Free House Ding ist schon cool, aber ich muss irgendwie was anderes noch umswitchen. Wenn es klappen würde, zumindest mal. Und hier mit Erika, mehr Magie, mehr Behendigkeit. Ja, vor allem viel mehr Power. Ich lasse den Song, gebe vielleicht eher wieder Chloe, weil man denkt, Chloe Lynn, da habe ich vielleicht mit Bushiro Lynn, aber Bushiro mit Leaf ist halt auch eine geile Kombi. Die habe ich halt einen scheiß Zwillingsschlag nicht, ne? Der mit dem Schaden plus 50. Sieglinde, Windschwert. Fürs Waffenträger, aber habe ich auch mit Lynn auch. Ich müsste einfach noch ein bisschen mehr einen Angriff boosten, damit ich mit einem Bogen und so halt auch nicht nur die fliegenden Einheiten treffe, sondern halt auch die Magier. Aber schnell ist sie sowieso, ey, meine Fresse. Das braucht auch keine Kriegerwaffe, obwohl es eine Option wäre. Gerade beim Speer, wo man sagen könnte, statt einem Speer plus 2 kann ich eigentlich auch eine Meisterlanze ergeben, eine Kriegerlanze ergeben. Wenn ich das mit Lyn kombiniere, braucht es den Speer eh nicht. Geht es entweder auf Feuerlanze oder auf den Bogen und fertig. Ich glaube tatsächlich, die Kombi ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir jetzt gerade hier so ausgedacht mit Erika und so. Sogar noch mit Celica eben, weil ich dann auch den Angriff, den ich hier via Ei bekomme, halt besser nutzen kann. Ne? Andererseits habe ich halt einen Teleport-Ragnar-Bonus, weil Teleport-Distanz plus 5 ist auch geil. Da habe ich mit Vogado auf den Bonus da drauf. Plus 2. Ist auch nicht schlecht. Er hat halt weniger Magie. Da kannst du dann auch fragen, ist das überhaupt dann eine gute Idee? Die muss ich halt die physisch, ja, ist halt so. Mit Celica jemand ganz anderen, wie zum Beispiel Hortensia. Nee. Wenn, dann eher Citrin. Stelle von Soren.
Das war eh so eine Idee. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, Leute. Seht ihr, hat ein bisschen ein Problem mit dem Speed. Die ist sehr, sehr langsam. Natürlich auch wegen dem Forward, das ist auch so ein Grund. Aber wenn ich mir jetzt sage, klar, ich habe hier noch einen Bonus durch Schein oder Kataklysmus. Gerade hier so Charme plus 10 natürlich auch cool. Das plus 10% zumindest. Wenn ich mir jetzt sage, ich nehme jetzt aber bei ihr Selika, Entschuldigung. Mystische fügt Charme plus 10% hinzu, Teleport Ragnar auch nochmal. Und Fragen nicht zu vergessen, Freunde. Mit Echo erlaubt einen Angriff mit Magie, der 50% Schaden zufügt, erlaubt einen zweiten Angriff, der 59% Schaden zufügt. Das ist ja eigentlich immer nur 50% Schaden, aber er kann halt doppelt angreifen. Das ist auch hier wieder das Problem, dass wieder der physische Ding gestiegen, sich erhöht. Ja, wenn es natürlich wieder um die Dinger hier geht. Bezüglich, sage ich jetzt mal, Vielfalt der Waffen und so, müsste es eigentlich Fogado sein. Denn eben, ich kriege einen Boost auf Stärke und Magie. Hier natürlich auch krasse Dinger mit Sonnenbogen und so, hast du nicht gesehen. Echo, gut, das war weniger. Teleport Ragnar. Das auch, ja, aber wenn ich mit Selika ein bisschen trainiere, kriege ich auch einen Stab dazu noch, um ich dann wieder heilen kann, ne? Eine große Kappe, Menge Kappe daher, also nur auf einem Feld, aber okay. Auf eine Entfernung, das ist halt auch geil. Magie plus 5, einen Sonnenbogen, ich habe sonst noch den Bonus von ihr für die Stärke, warum auch immer, dass es so ist, kein Plan. Die Buchposition ist halt eben, ne? Die ganzen... Ja, es bringt nur wem, der halt wirklich auch Bücher einsetzt. Ich setze mit Fogado nur dann Bücher ein, wenn ich engaged bin mit Selika. Das ist ein bisschen das Problem, Leute. Okay, lass mal so. Ich muss echt nochmal gucken, was er da machen soll. Ist echt gerade schwer, ey. Überall so um Für und Dawider. Da lege ich Wert auf die Waffenvielfalt. Da lege ich Wert auf die sekundären Statuswerte. Oder beziehungsweise Wertigkeiten vor allem. Oder aber lege ich auf ganz andere Dinge Wert. Fragen über Fragen, die wir vielleicht in der Folge bereits beantwortet haben. Wie gesagt, ihr guckt dann nochmal dann offscreen, wenn ich das machen will. Was haben wir Schönes? Oh, Meistersiegel. Gut, auch nicht mehr, aber egal. Kannst du hier wieder zur Umwandlung geben. Die Dinger sollen wir auch langsam ausrüsten, wa? Aber ich habe noch Zeit bis... Ah, Meistersiegel kann ich hier gar nicht geben, wa? Scheiße. Aber ich habe jetzt ein Adeptenbuch mit 500. Das könnte helfen. Was soll ich sagen? Genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Weil die Items, also die Status-Up-Items wollte ich ja vor allem dann verteilt haben, bis wir mit der Hauptstory weitermachen. Da ich sowieso nochmal 2 Sidequest-Kapitel machen will vorher. Passt das noch. Ein bisschen Elfenlicht und so. Viele von diesen Dingern gar nicht mehr, wa? So. Dann umwandeln lassen. Gut, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und wie bereits erwähnt, wir da ein bisschen vorbereitet haben. Damit wir dann nächste Folge mehr oder weniger dann direkt loslegen können. Mit allem, was dazugehört. Ich meine, auch hier gibt es ein paar Dinge zu tun. Gespräche, die wir führen müssen. Leider. Weil ich glaube, ein paar Dinge, ja, so Dinge, also von Charakteren, die ich nicht mehr nutze, die kann ich dann offscreen mal kurz wegklicken. Den Rest machen wir vielleicht nächste Folge oder so, mal gucken. Und Training nicht vergessen, ne? Arena, ist auch ganz, ganz wichtig. Da werden wir mal dahin teleportieren lassen, ne? Damit ich es nachher wieder weiß. Ne? Die gute Arena. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wem ich dann bis zum nächsten Mal Selika gegeben habe. Oder ob ich sogar sage, kein Bock auf Selika. Nee, ich muss jemandem auf Selika geben. Das ist schon klar. Weil die 12 Story-Embleme, die 12 Story-Ringe, die will ich auch in den finalen Kapiteln, die will ich nutzen. Also aus Storygründen, ne? So, genug gequatscht. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.